Soll ich mal zeigen, was ich mal ein normales Kochvideo mache? Hallo Häsler. Ist gut? Kann ich anfangen? Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitsch. Heute gibt es wieder mal ein One-Pot-Pasta-Menü. Es haben viele gefragt, ob es endlich wieder mal eins gibt. Heute gibt es wieder mal eins und anlässlich zu meiner super vegetarischen Woche, die ich durchziehe, gibt es natürlich ein Veggie-Menü mit Zutaten, die dir näher aus dem Arsch scheinen, weil es so sommerlich ist. Arschschein! Gut, also wir brauchen... Ich habe vergessen, die Tomaten dafür vorzunehmen. Gott vertelle nochmal. Also, wir brauchen für die One-Pot-Pasta Plättchen aus einer Dose. Darf ich da Markennennung oder bla bla bla. Dann brauchen wir frische Tomaten, getrocknete Tomaten, Oliven, Knoblauch und zwar nicht so gehackte, so richtig solche Hannenzähne. Dann Zwiebeln, gehackte Kräuter, da habe ich Basilikum, schnittlich, fertig. Und wir brauchen Teigwaren, Bouillon und zum Schluss gibt es dann noch ein paar Mozzarella-Kügel oben drüber und das ist ein ganz Zauber. Und jetzt schichten wir die ganze Geschichte mal in den Töpf rein, in den Eintopf. Vorsichtig, wegen dem Foto, vorsichtig. Dann brauchen wir zuerst mal ein bisschen Tomaten. Da. Keine Fehler machen. Rot auf Rot sieht übrigens wahnsinnig geil aus. Ein bisschen mit den Fingern drin rumdingseln. Also, dann für den Kontrast nehmen wir jetzt hier Oliven. Oder, dass es so ein bisschen geil aussieht. Ja, ich bin nicht so für das Feinfühlige. Das ist im Herr Häsler sein Ding, das saure Gäckeli-Zeug. Ich bin mehr so für das Grobe. So Fleischspitzen reinbeissen und so, das kann ich. Dann wieder etwas Rotes, dann nehmen wir jetzt so die Tomatoes. Du nimmst Dekoration auseinander. Ah. Wie eine Hurpege, Mann. Ah, jetzt beißt für die Nase. Ah, jetzt muss ich die Hänge waschen, jetzt muss ich sie waschen leider. Also weiter im Text. Dann nehmen wir noch ein bisschen Kräuter. Nein, dann braucht es etwas Weisses, oder? Auch das sehr, sehr grobmotorisch. Aber es macht nichts, das macht einfach nichts. Das interessiert kein Mensch. So, und dann noch Kräuter. Die tun wir jetzt so ein bisschen mittig so. Oder? Hey, ich soll Food Designer werden. Gibt es den Job? Ich glaube, es gibt den. Da kommt zu Chef kochen. So, und jetzt, weil wir ja wollen, wie es nach Pasta, One-Pot-Pasta-Dings aussieht, so, tut man das hier ein bisschen reinschichten, oder? So richtig unnatürlich. So, das ist scheiße. Schau, jetzt muss es abknicken hier. Jetzt muss es schön reinlegen. Tada! Also, ich mache ein schönes Foto. Foto. Hopp. Sagst du nicht weiter? Kannst du schnurren. So, jetzt haben wir ein Foto gemacht. Jetzt kann der ganze Restscheiß noch rein. Und dann tut man hier ganz romantisch einfach Brühe drüber brühen. So. Das Menü ist fertig. Nein. Jetzt anlassen, aufkochen und dann tut man die One-Pot-Pasta unter ständigem Rühren. Und sonst hackt die Scheiße an. Einfach Pasta bissfest, einfach bis sie fertig ist, tut man die jetzt einfach pflegen. So, jetzt macht man die ganze schöne Sache wieder kaputt. Und wir werden wieder im Alltag angelangt. Die One-Pot-Pasta ist fertig gekocht. Jetzt tue ich hier noch die Mozzarella-Kügel oben drauf. So, hopp. Und dann gibt es ein wunderbar herrliches Menü. Und dann kommt dann noch Dings drauf. Basilikum, aber jetzt sollte ich zuerst probieren. Nicht, dass ich noch irgendjemanden vergifte. Schön tomatig, schön würzig. Schon fast ein bisschen Sommer. Sehr ein feines Rezept. Ich weiß noch nicht, ob ich abgebe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wieder mal ein klassisches Kochvideo. Und ich hoffe, bis gleich. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Daumen gegen rauf. Weil die Teigwaren sind wirklich geil. Tschüss zusammen.